Komm, 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 komm. 250 Schafe sollen gleich in einen LKW verladen werden. Hopp, hopp. Jetzt kommt es darauf an, dass wir die Ruhe bewahren. Weil wenn sie im Laufen sind, dann können wir sie nicht aufhalten. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Und um. Aufpassen. Heidi ist Schäferin aus Leidenschaft. Aber 10 Jahre lang konnte sie diese Arbeit nicht mehr machen. Vor meiner Erkrankung, da habe ich einfach funktioniert und es hat alles geklappt. Und dann kam diese Borreliose und diese Schwäche und die Ungewissheit, wie das Ganze ausgehen wird. Und wenn du nicht mehr funktionierst, dann musst du loslassen und das habe ich halt nicht gekonnt. Ihre Liebe zu den Schafen hat Heidi erst mit 33 Jahren entdeckt. Über ihren Mann Harald, der aus einer alten fränkischen Wanderschäferfamilie stammt. Ihr Sohn Martin wird den Betrieb mal übernehmen. Ihr Wohnsitz und ihre Schäferei sind in einem alten Kloster in Aura an der Saale in Unterfranken. Heute werden die Schafe vom Winterquartier zu den Wiesen des Rhön-Mittelgebirges in Nordfranken gebracht, wo sie den ganzen Sommer im Freien leben und umherwandern werden. Wanderschäferei bedeutet, dass ein Schäfer die Herde über die Sommerweiden führt. Heute will Heidi es zum ersten Mal wieder probieren. Wenn wir jetzt in die Rhön fahren, habe ich schon ein bisschen Angst, weil das so weit ist. Und ich habe ja diese Gleichgewichtsstörungen. Und da habe ich Angst, dass es mir schwindelig wird. Gleich wird sich entscheiden, ob sie wieder fit genug ist, um die große Herde zu lenken und anzuführen. Eine Herde mit insgesamt 1000 Schafen, die Harald bis Oktober begleiten wird. Früher hat Heidi ihn dabei tageweise unterstützt. Aber seit über 10 Jahren hat Heidi Schmerzen durch eine Borreliose. Die Gleichgewichtsstörungen, die sie vor allem einschränken, sind eine Folge der Behandlung. Komm, komm. Die ersten 4 Stunden läuft es gut. Komm, komm, komm. Mir macht's doch noch ein bisschen Probleme. Ja. Also ich muss das Gleichgewicht halten. Der Boden ist mir zu uneben und das schaffe ich noch nicht. Heidi will es bald wieder probieren. Sie liebt die Arbeit mit den Tieren. Hier fühlt sie sich frei. Früher war das anders. Ich habe immer alles gemacht, was die anderen erwartet haben. Und habe mich gefreut, dass es funktioniert hat. Aber ich habe später damit zu kämpfen, dass ich immer brav war. Brav zu sein halt, ne? Brav zu sein. Sie ist auf dem Weg zum jährlichen Familientreffen in Marktsteft bei Würzburg. Vorher will sie mit ihrem Vater Tischtennis spielen, so wie früher. Ihre Mutter ist 2005 gestorben. Hallo. Okay. Ich habe ein super Vertrauensverhältnis zu ihm. Also ich weiß, wenn ich Probleme habe, also die ich selber nicht lösen kann, dann kann ich zu ihm kommen. So. Frag mich, wie das geht. Die Tischtennisplatte gibt es schon seit Heidis Kindheit. Und wie war das jetzt? Drückst es runter. Ja, sei nicht so nervös. Da. Ach, da unten hängt. Jetzt hat. Geboren ist Heidi 1957 in Adelaide, Australien. Sie ist das 5. von 7 Kindern. Ihre Mutter stammt aus Marktsteft und ist mit den vielen Kindern sehr gefordert.
Also die Mutti war Hausfrau gewesen und hat für uns gesorgt, aber keine Zeit gehabt. Und der Vati, der hat gearbeitet und er, wenn er nach Hause kam, musste alles brav sein. Also er war der Strenge. Naja, ich hab ja nur schauen müssen. Ja, genau. Da hat man geguckt, ob die Lippe oben war oder nicht. Und dann hat man genau gewusst, oha, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Nein, so gefährlich war es nicht. Nein. Ja gut, bei Das uns hast- Kinder war es halt so. Das hast du vielleicht so empfunden. Ja. Ich meine, gut, ich bin halt auch sehr sensibel gewesen. So. Heidi ist bis zu ihrer Erkrankung sehr sportlich gewesen. 7,6, na ja. Das ist ein ehrliches Spiel. Ja, glaube ich schon. So, jetzt konzentrieren. 11,8. Hab schon gewonnen. Schon sehr ehrgeizig. In jeder Hinsicht. Dadurch habe ich ja praktisch mein Selbstwertgefühl gesteigert, weil ich dann immer gut war. Ihre beiden älteren Schwestern Monika und Erika. Heute wollen sie Heidi zum ersten Mal von ihrer Kindheit in Australien erzählen. Sie ist gespannt, denn von ihren ersten 5,5 Lebensjahren weiß sie kaum etwas. Das war die Heidi, ja. Ich kann mich leider überhaupt nicht an Australien erinnern, außer dass das Schwimmbad eine Drehtür hatte. Das ist ganz komisch, aber ich denke, ich habe das einfach verdrängt. Ihre Mutter Erna wandert 1956 mit Heidis leiblichem Vater Helmut nach Australien aus, zusammen mit ihren Kindern. Der Vater ist von Beruf Postfunker. In Australien bringt er die Familie mit Holzarbeiten durch. Die Mutter ist Schneiderin, bleibt aber bei den Kindern zu Hause. Als Heidi 3,5 Jahre alt ist, trennen sich die Eltern. Die Mutter zieht mit Gottfried Steinmann zusammen, der die mittlerweile 6 Kinder adoptiert. Beide bekommen noch ein gemeinsames Kind. Gottfried ist Orthopädietechniker, baut nun aber Boote und wird erfolgreich mit einem Bootsverleih. Da warst du noch nicht da. 59, da bist du. Heidi hat nicht nur die Sensibilität ihrer Mutter. Schon früh zeigt sich eine besondere Leidenschaft, die sie ebenfalls mit ihr verbindet. Die Mutti konnte auch sehr gut singen. Ja. Und in diesem kleinen, unscheinbaren Blechhäuschen hast du dich zurückgezogen und frei gesungen. Unsere Opernsängerin. Ja. Das hast du gern gemacht. Ich weiß nicht, das war auch für dich vielleicht ein kleiner Schutz. Ich kann mich erinnern, hier beispielsweise ist ihr mal nicht gut gegangen, hat Schmerzen gehabt. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Und da hat sie, obwohl sie krank war, hat sie zum Singen angefangen. Also nicht summen, sondern wirklich singen. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich sie gefragt, dass du jetzt singst, obwohl du Schmerzen hast. Ja, das hilft dir. Singen wird ihr später im Leben noch mal sehr helfen. 1963, Heidi ist 5,5 Jahre alt, beschließt die Familie auf Wunsch der Großmutter, zurück nach Deutschland zu ziehen. Einen Monat sind sie mit dem Schiff unterwegs. Heidi ist auch in der neuen fränkischen Heimat in Marktsteft ein zurückhaltendes Kind. Das macht sie beliebt bei den älteren Geschwistern, die auf die Jüngeren aufpassen müssen. Die Heidi war die brävste von allen. Die war ruhig und brav. Die, wenn man hingesetzt hat, hat ihr was zum Spielen gegeben. Die war immer da und war brav. Die Heidi ist da eigentlich nie aufgefallen oder hat sich auch nie eingemischt. Also es war nie so, dass sie gesagt hat, nein, das muss jetzt so passieren oder nein.
Sucht ihr mal euren Stammplatz aus. Also ich sitze da. Meine ist da. In der großen Familie mit 7 Kindern geht es laut und lebendig zu. Heidi muss ihr Zimmer mit 2 Geschwistern teilen. Oft wird ihr der Trubel zu viel. Ist mir auch gelungen. Dann zieht sie sich zurück und geht zum Fluss hinter dem Haus. Ich bin hierher geflohen, Freiheit zu spüren. Also nicht diese Enge und diese... hier konnte ich halt durchatmen. Und zu Hause ist es halt... Man war immer auf dem Sprung, dass man nichts Falsches gemacht hat. Man hat ja auch keine Emotionalität spüren dürfen, weil mir einfach zu viele Kinder waren. Da hat die Mutter einfach keine Zeit gehabt. Und diese Geborgenheit habe ich mir dann in der Natur geholt. Also in meiner Welt. Zurück in der Rhön. Heidi wagt einen neuen Versuch beim Schafehüten. Komm, du bist brav. Wanderschäfer legen durchschnittlich 5 Kilometer am Tag mit der Herde zurück, damit die Tiere immer genug zu fressen haben. Sie führen die Herde an wie ein Leitschaf. Mit Schafen zu arbeiten ist leichter als mit Menschen. Da muss ich nicht aufpassen. Da muss ich meine sensiblen Antennen, ich kann einfach sein, wie ich bin. Und wenn die Schafe dann zufrieden sind, das erfüllt mich auch. Sie kämpft noch etwas mit ihrem Gleichgewicht beim Laufen. Aber im Moment belastet sie etwas anderes sehr viel mehr. Der Wolf ist in der Nähe. Harald verfolgt ihn besorgt über eine Social-Media-Gruppe der Schäfer. Ganz aktuell im Flörsbachtal, das ist ungefähr 40, 50 Kilometer, da ist ganz aktuell Wolfsübergriff gewesen. Dieses Rudel, das ist ja hier in Wildflecken ansässig, aber das treibt bis Fulda rauf sein Unwesen sozusagen. Die haben ja einen riesen Radius, mehrere 100 Kilometer, wo die laufen können, und da ist immer wieder, sind Wolfsübergriffe. Ja. Die können so jede Stunde hier sein. Schafe sind leichte Beute für den Wolf. Und wenn er einmal erfolgreich ein Tier aus einer Herde gerissen hat, kommt er immer wieder. Das könnte die Existenz der Wanderschäfer gefährden. Zurück in Marktsteft. Als sie hier 1964 in die Grundschule kommt, kann sie kaum Deutsch. Es ist ja wirklich winzig. Doch sie lernt schnell und darf als einzige der Geschwister aufs Gymnasium. Und sie spielt leidenschaftlich gern Handball. Ich war gut gewesen im Handball. Ich war sehr wendig gewesen und habe auch einen sehr starken Wurf gehabt. Und vor allem diese Schnelligkeit und Wendigkeit. Und das ist so richtig, ach, das hat mir Spaß gemacht. Eigentlich war es immer so, dass ich gefragt worden bin. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn sie mir das zutrauen, dann mache ich's. Ich weiß überhaupt nicht, welche Bedürfnisse ich gehabt habe. Mein einziges Bedürfnis war Frieden. Die Heidi hat nie ihre Bedürfnisse so geäußert, dass es sie durchgesetzt hätte. Ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass die sich irgendwie mal durchgesetzt hat. Mit 17 Jahren kommt Heidi mit Rudolf zusammen. Er ist Landwirt und lebt im Nachbarort. Es war irgendwie für mich, oh Gott, da interessiert sich jemand für mich. Sie macht das Abitur und bewirbt sich für eine Ausbildung. Ich wollte eigentlich Physiotherapeutin werden und habe auch die Aufnahmeprüfung bestanden. Bloß nach dem Abitur musste ich 3 Jahre warten. Und da ich mit dem Landwirt befreundet war, haben andere für mich geguckt, was für eine Ausbildung 2 Jahre dauert, die mit Landwirtschaft zu tun hat. Also beginnt sie 1978 eine Ausbildung an der Bayerischen Landesanstalt für Tierzucht in Grub als landwirtschaftlich-technische Assistentin.
1979 heiratet sie Rudolf auf seinen Wunsch, damit er nicht zur Bundeswehr muss. Ich habe da nicht viel nachgedacht. Ich habe einfach wieder funktioniert und alle haben es erwartet von mir. Und nachdem ich ja immer ein braves Kind war, ich habe da gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ein Jahr später wird Daniela geboren. Sie ziehen nach Grub bei München, weil Rudolf in der Landesanstalt für Tierzucht eine feste Stelle bekommen hat. Da habe ich früher gewohnt, in dem Haus. 27 war es. Insgesamt 10 Jahre lebt sie hier mit ihrer Familie. Sie bleibt zu Hause bei ihrer Tochter, hat Handball und ihr Engagement in der Kirche aufgegeben. Ihr Leben spielt sich jetzt zwischen Haus, Mann und Kind ab. Doch die Beziehung zu Rudolf empfindet sie als kühl. Das war irgendwie wie so ein goldener Käfig und da war ich als Vogel drinnen und durfte mich nicht bewegen, wie ich wollte. Ich wusste aber auch gar nicht, wie ich wollte. Nur, dass es nicht stimmig war. Mir hat einfach die Geborgenheit gefehlt. Ihr Ex-Mann, ja, der war schon so 175% muss alles sein. Der war handwerklich sehr geschickt und der wollte alles genau so und so und so haben. Und das war wieder nicht ihre Art. Sie beschließt, sich zu trennen. Ich war schwanger gewesen mit dem Peter und ich weiß, es war Pfingstmontag und da sind wir hochgefahren zu meinem Vater, zu meinen Eltern und dann habe ich gesagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe es mit dem Mann nicht. Und dann hat eben mein Vater zu mir gesagt, Heidi, du hast ein kleines Kind, du bist schwanger, jetzt darfst du nicht an dich denken. 1983 wird Peter geboren. Die nächsten 5 Jahre versucht Heidi, das Familienleben aufrechtzuerhalten. Sie fühlt sich zunehmend erdrückt von den Erwartungen an sie als Hausfrau und Mutter. Aber sich zu trennen schafft sie nicht. Schuldgefühle hindern sie daran. Es war irgendwie eine dunkle Stunde und dann bin ich Richtung S-Bahn gelaufen und das hat mein Ex-Mann gespürt und ist mir nachgelaufen und hat mich zurückgeholt. Und da habe ich gewusst, nee, also das kann es nicht sein. Das darf es nicht sein, dass ich mich selber zerstöre, weil ich das nicht schaffe. Sie findet Halt in ihrem Glauben und betet viel. Wenn ich bete, da fühle ich Stärke und Geborgenheit. Dann spüre ich mich. Ich bin durch die Krise erst richtig zum Glauben gekommen. Und mit dieser Kraft und mit dieser Energie habe ich keine Angst mehr gehabt. Ein Jahr nach ihrem Tiefpunkt trennt sie sich von ihrem Mann. Die Kinder sind 5 und 8. Sie muss jetzt selber Geld verdienen und nimmt einen Putzjob an. Dann bekommt sie eine Stelle als landwirtschaftlich-technische Assistentin im Versuchsschlachthaus in Grub. Und dann war ich dann im Labor und habe zwischen den Schweinehälften meine Laboruntersuchungen gemacht. Gewöhnungsbedürftig. Ja gut, die Metzger kannten ja meinen Ex-Mann. Und dann, sie ist in Scheidung und den Mann verlassen. Da waren sie die haben zwischen den Schweinehälften immer geguckt. Fällt sie jetzt um, fällt sie nicht um? Und ich habe das schon bemerkt, aber ich war tapfer und habe meine Pistole, also meine pH-Pistole in die Hälfte rein und habe pH gemessen, habe mir nichts anmerken lassen. Also dieser Schweinegeruch, dieser Blutgeruch und dann die Kälte im Kühlraum, es war schon anstrengend. Aber ich bin ins Schlachthaus rein, alle Schotten dicht gemacht und wie ich dann wieder aus dem Schlachthaus rausgekommen bin, habe ich durchgeatmet und habe weitergemacht mit anderen Sachen.
6 Monate später wechselt sie auf eine Stelle im Labor, macht Analysen von Futtermitteln. Es war eine wunderbare Zeit hier. Ich habe es auch gern gemacht. Wahnsinnig gern sogar. Jetzt führt sie wieder ein aktives Leben, spielt Handball, engagiert sich in der Kirche und im Gemeinderat, wo sie sich für ökologische Themen einsetzt. Ich habe ein soziales Umfeld gehabt. Ich habe mich frei gefühlt, unabhängig. Ich konnte machen, was ich wollte. Und ich hatte wirklich tolle 2, 3, 4 Jahre, als ich alleinerziehend in Grub war. Dass das als alleinerziehende Mutter möglich ist, verdankt sie ihrer besten Freundin Elke, die sie aus der Arbeit kennt. Sie ist immer da, wenn Heidi Termine hat. Heute sind sie, wie früher, im Wildpark Poing bei München. Auf die Kinder habe ich aufgepasst, weil ich wollte sie ja auch entlasten und weil es mir Spaß gemacht hat. Das war einfach toll. Also ich habe den Peter und die Daniela, das waren wie meine eigenen, also wie die in Grub waren. Heidis Tochter Daniela ist heute 43 und selber Mutter von 3 Kindern. Damals ging sie in die 2. Klasse. Die Elke war ja auch fast jeden Tag tatsächlich bei uns. Die Mama hat gerne schon eigentlich auch Leute um sich gehabt. Bei uns war immer das Haus der offenen Türen, was mich so geprägt hat auch. Ich durfte immer Freunde mitbringen, egal ob das nach dem Spielen am Nachmittag war oder nach der Schule dann. Die durften bei uns mitessen, die haben immer was zu essen und zu trinken bekommen. Die durften auch zum Abendessen bleiben. Ei, müssen die einen Hunger haben, ha? Ja, brutal. Also wenn ihr füttern wollt, wir haben einen ganzen Stall voll, ne? Ziegen sind ein wenig anders wie Schafe. Ziegen sind frecher. Was liegt dir mehr? Schafe. Auf jeden Fall. Ja. (1990) lernt Heidi bei einem Fest in Grub Harald kennen, einen Schäfer aus Franken. Er hat wunderbare, strahlende blaue Augen. Und die haben mich fasziniert. Und er war 19 Jahre alt und einfach ein hübscher junger Mann. Unbeschwert, ja. Was hat mir an der Heidi gefallen? Ja gut, ihr Aussehen erst einmal, dann ja, ihr lockere, muntere Art und ja, hauptsächlich war es eigentlich so, ja, sie kam aus Unterfranken, haben die anderen zu mir gesagt. Das war das Erste, sonst wären wir, glaube ich, hätten wir uns gar nicht kennengelernt. Ach, der Schäfer kommt auch aus Unterfranken und die Heidi, ach, die musste mal kennenlernen. Er war 19 und ich war 33 oder 32, noch 32, ja. Aber ich habe da überhaupt nicht dran gedacht. Es war einfach ein schöner Abend gewesen. Und bei dir war es doch? Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe dich vielleicht auf 21 geschätzt, maximal. Nee. Wir wollten eigentlich beide einfach eine schöne Zeit haben. In der Zeit, wo du noch da bist. Alle 3 bis 6 Wochen kommt Harald für ein paar Tage zu Heidi nach Grub. Doch 1992 macht er sich mit seiner Schäferei in Unterfranken selbstständig. Jetzt kann er nicht mehr die 300 Kilometer zu Heidi pendeln. Heidi muss sich entscheiden. Sie hat einen tollen, sicheren Arbeitgeber und ist sozial gut vernetzt. Die Kinder haben viele Freunde. Soll sie ihr gutes Leben aufgeben, zugunsten von Harald? Wie ich hochgezogen bin, habe ich so viel Energie und so viel Mut gehabt. Und das ist doch ganz klar, ich ziehe zu meinem Seelenfreund. Also ich war wirklich total stark. Nach 2 Jahren Fernbeziehung bricht sie alle Zelte in Grub ab und zieht zusammen mit ihren Kindern in das kleine nordfränkische Dorf Aura an der Saale, nahe der hessischen Grenze. Gemeinsam renovieren Harald und sie das alte Klosterhaus. 3 Monate lebt die ganze Familie im Wohnwagen. Ja, das war schon auf engstem Raum zu leben und das war so eine Beweisprobe, dass es irgendwie funktionieren wird.
Dann können sie endlich in das Wohnhaus des Klosters einziehen. Heidi lernt, wie man Schafe und Lämmer versorgt und Heu erntet. Na komm, na komm, na komm. Ja, na freilich. Ja, seid ihr schon groß und stark, ha? No. Wenn sie Futter haben, Wasser haben, eingestreut sind, die schreien nicht, die sind zufrieden. Und dieser große Frieden hier im Raum, das gibt mir auch Kraft für draußen. Ja. Weil draußen ist furchtbar viel Lärm. Draußen die Welt ist mir zu laut, zu ungerecht, zu... Hey, du alter Bock, du. Ha? Gar nicht? Nein. Ja, ich darf nicht so viel Aufmerksamkeit dir geben, ne? So, aus, ja. Es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Bis zu 14 Stunden täglich ist sie im Einsatz. Magst du dann aus? Das Wasser hinten? Meine Eltern haben immer gesagt, man braucht eine Frau, die mit anpackt und so weiter. Und ich habe immer gesagt, ich brauche keine Frau, die mit anpackt. Ich brauche eine Frau für mich und meine Arbeit ist meine Arbeit. Ein Maurer, den seine Frau geht auch nicht mit auf die Baustelle. Aber die Heidi hat sich voll reingefunden. Es war was Neues. Und ich habe in meinem Leben so viel Neues anfangen müssen. Und deswegen war es wieder was Neues. Und irgendwann habe ich also auch gespürt, dass ich hier verwurzelt sein will. Gemeinsam bauen sie ihre kleine Wanderschäferei mit 125 Schafen aus in einen großen landwirtschaftlichen Betrieb mit 1000 Schafen und insgesamt 100 Hektar Wiesen für das Winterfutter. Viel Arbeit für beide und keiner darf ausfallen. Die Lämmer verkaufen sie an einen regionalen Händler. Zudem bekommen sie Fördermittel, da die Beweidung durch die Herde dem Naturschutz dient. Heidi spürt jetzt endlich die Wärme in der Beziehung, die ihr früher gefehlt hat. Ich wollte nicht heiraten. Ja, nee, die Heidi wollte nicht heiraten. Ich glaube, ich habe sie zweimal gefragt, ob sie mich heiraten will, und hat sie Nein gesagt. Und dann habe ich das auch sein gelassen. Und ja, irgendwann kam es von der Heidi, jetzt könnte man doch heiraten. Es war dann irgendwann nach 3,5 Jahren oder sowas. Und dann haben wir geheiratet, ja. 1993 ist Hochzeit. Es kommen noch 2 gemeinsame Kinder. 93 wird Kerstin geboren und 95 Martin. Zusammen mit Heidis Kindern ist die Familie jetzt zu 6. Kerstin lebt auf dem Gelände der Schäferei und ist oft bei ihren Eltern. Ihre Stiefgeschwister sieht sie selten, aber das Verhältnis ist gut. Ich kenne es ja gar nicht anders, weil meine älteren Geschwister waren ja schon da, als ich auf die Welt kam. Und wir haben eigentlich immer alles miteinander gemacht. Und die haben auch oft auf uns aufgepasst, weil die Mama ja viel im Stall war und mit der Ernte draußen beschäftigt war. Aber war eigentlich immer jeder für jeden da und war eine schöne Zeit früher so. Heidis Herde ist extrem wichtig für die Landschaftspflege. Die Schafe halten die Wiesen frei von Gebüsch. Die 2 Lämmer, die wir extra noch mal hingebracht haben, die haben sich angewöhnt. Oder sind die auch noch extra? Das unregelmäßige Abweiden sorgt für ökologische Vielfalt. Mit Schafen zu arbeiten ist einfach einzigartig. Das hat nicht jeder. Es ist einfach Freiheit pur. Nicht eingesperrt sein, frei zu sein, sich nach den Schafen zu richten oder auch nicht. Die richten sich auch nach mir. Na, freilich. Was dich verheddert. Die Heidi war von Anfang an sehr interessiert und ich konnte ihr eigentlich fast alle Aufgaben übertragen. Die hat mit den Tieren umgehen können, auch mit den Hunden. Hallo.
So ein Gefühl für die Tiere, das muss man schon wirklich haben, innerlich, das muss vom Herz kommen. Das hat sie auf jeden Fall, ja. Ja. Also dann pack ich's. Dann gehst du, gut. Tschüss. Tschüss. Also tschüss ihr zwei. Tschüss. Bis später. Heidi kann zwar wieder Schafe hüten, allerdings nur ein paar Stunden. Allein den ganzen Tag, das geht noch nicht. Ich werde es versuchen, ja, dass ich noch mal im Herbst oder zwischendurch mal hüte, einfach auch um mich selber zu trainieren. Ich bin zwar noch am Üben, aber das schaffe ich noch nicht. Harald baut jeden Abend einen Zaun auf, in dem die Schafe die Nacht verbringen. Seit 2 Jahren muss der Zaun auch vor dem Wolf schützen. Er ist im Truppelungsplatz Wildflecken, was ihr hier seht. Da ist auf jeden Fall ein Wolfsrudel. Und das sind so zwischen 8 und 10 Wölfe auf jeden Fall. Hier in unmittelbarer Nähe, 3-4 Kilometer entfernt. Nun müssen sie die Herde noch besser schützen. Sie versuchen es mit einem höheren Elektrozaun. Aber auch der gibt keine absolute Sicherheit. ...2002 bekommt Heidi plötzlich unerträgliche Schmerzen. Wenn man am Anfang nicht weiß, was man hat, dann hält man sich ja selber für ein Hypochonder. Also das gibt's doch gar nicht. Einmal tut's dir hier weh, dann tut's dir da weh, dann tut dir der Zehe weh, dann tut dir die Ferse weh. Wild durch den Körper durch. Und jedes Mal willst du ja gehst du zur Untersuchung, willst ja wissen, was du hast. Sie geht von Arzt zu Arzt, aber niemand kann ihr helfen. Die Schmerzen werden immer stärker. Sie kann nicht mehr arbeiten. Und wenn dann der Arzt dann noch sagt, ach, was tut denn heute weh? Dann ja, was soll man da machen? Ja, es tut mir weh. Ich will wissen, was ich habe, und ich will Heilung. Ich will wieder arbeiten können. Ich will eine Behandlung haben. Ich glaube, die Ärzte haben sie einfach nicht ernst genommen und haben da halt auch, ja, weil sie es einfach nicht nachweisen konnten, so schulmedizinisch, würde ich sagen. Das war, ja, das ist halt einfach, ja, sie sind halt jetzt krank, akzeptieren sie das. Aber das konnte die Mama ja nicht akzeptieren. Heidi recherchiert selbst. Sie will herausfinden, was sie hat. Und sie überzeugt schließlich ihren Arzt, einen besonders zuverlässigen Bluttest auf Borreliose zu machen, den sie selbst zahlen muss. Das Ergebnis? Sie hat eine aktive Borreliose. Borreliose ist eine Bakterieninfektion, die durch Zecken übertragen wird. Diese leben vor allem im hohen Gras. Die Beschwerden sind diffus, die Erkrankung extrem schwer zu diagnostizieren, die Chancen auf Heilung begrenzt. Heidi fürchtet, dass sie nicht mehr arbeiten kann. Und viele Behandlungen muss sie selbst zahlen. Sie kämpft für die Anerkennung als Berufskrankheit und zieht dafür auch vor Gericht. Das hat sich über Jahre hingezogen. Es war eben da und es hat einem dann leid getan, dass man machtlos ist. Man kann ja nicht sagen, okay, mach das und das, wenn man selber nicht weiß. Und dass sie aber für die Anerkennung als Berufskrankheit kämpft, also das habe ich, da habe ich schon eher also Hochachtung vor ihr. Ich habe unheimlich viel gekämpft. Das ist so Wahnsinn, was sich da alles angehäuft hat. Und die 4 Gutachten und mit denen drauf eingegangen sind, auf die klinischen Symptome und auf die serologischen Tatsachen. Heidi verliert den Prozess. Sie hat keine Kraft mehr und hört auf zu kämpfen. Du bist verloren. Weil auf der einen Seite bist du nicht mehr arbeitsfähig, auf der anderen Seite hast du Schmerzen ohne Ende, nachts tut dir alles brennen, tagsüber kannst du dich nicht bewegen. Dann hast du keine finanzielle Unterstützung, weil du hast ja nichts.
Und ich habe ja praktisch meine ganzen Ämter abgegeben, weil ich die Kraft nicht mehr gehabt habe. Ich habe mich nur da in meinem Kreis bewegt und gehofft. Nee, ich habe eigentlich gar nichts mehr gehofft. Das war für mich natürlich eine ganz schwere Zeit, auch sie leiden zu sehen praktisch und ja, ihr nicht helfen zu können eigentlich. Nur mit Worten sie aufzubauen und so, aber ja, das war schwierig, ja. Zu den Schmerzen kommen dann auch noch Gleichgewichtsstörungen, verursacht durch eine Behandlung mit hochdosierten Antibiotika. (2013) hat sie einen Nervenzusammenbruch. Nach insgesamt 8 Jahren ist sie körperlich und psychisch am Ende. Verzweiflung. Verzweiflung pur. Vor allem war ich so aktiv gewesen. Wir haben die Schäferei aufgebaut und dann konnte ich nicht mehr arbeiten. Und dann bloß der Harald und ich und der Martin waren noch nicht so weit gewesen und ich habe Angst gehabt, dass alles im Bach runtergeht. Und ich konnte nichts machen. Und ich habe keine Lösung gehabt. Da helfen keine guten Worte und nichts. Oder stell dich nicht so an oder was. Du bist einfach verloren. Ja, bist verloren. Das habe ich ja angesehen. Das war ein Blick am Morgen, da brauchte ich gar nicht zu fragen und da habe ich gewusst, ihr geht's nicht gut. Ja. Das gab ja Tage, da ist er fast nicht aus dem Bett gekommen. Ja. Wegen der Gleichgewichtsstörungen darf sie auch nicht mehr Auto fahren. Jetzt kann sie nicht einmal mehr alleine einkaufen gehen. An ihrem Tiefpunkt beginnt sie wieder zu beten. Wenn ich bete, dann sage ich, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und dieses Loslassen, ich kann ja jetzt eh nichts ändern. Und dann bete ich ihm um die Kraft, dass ich's aushalte und nicht dagegen kämpfe. Ja, und die Kraft, die muss ich mir halt immer wiederholen. Langsam wird es besser. Na, ja. Eines hat sie selbst in der schlimmsten Phase nicht aufgegeben. Singen bedeutet mir unheimlich viel, weil dadurch kann ich mir die Kraft schöpfen. Wenn ich singe, da fühle ich, dass ich angekommen bin bei mir. Also ich muss nicht irgendwie jetzt jemandem was geben, ich muss mich auch nicht irgendwie zurücknehmen, sondern da bin ich bei mir. O du, mein Gott, gib mir Licht, stärke mein Licht, mache mich so Licht. Das ist unbeschreiblich, das kann man gar nicht beschreiben, das befreit. Die Texte, die sind so lebensnah und so, die stärken einen. Ach, ja, Gänsehaut pur. Nein, es hilft mir total, auch in meinem Alltag.
Nach und nach kommt ihr Lebenswille zurück. Jeden Tag macht sie Gleichgewichtsübungen, um wieder besser laufen zu können. Vor einem Jahr konnte ich ja überhaupt nur noch mit Stöcken laufen. Ich durfte auch kein Auto mehr fahren. Und ich habe mich wirklich zurückgekämpft. Es hat zwar ein ganzes Jahr lang gedauert, aber ich bin dran geblieben. Es ist Herbst. Das Hüten in der Rhön geht immer besser. Aber Heidis Freude ist getrübt. Denn kürzlich sind 2 Wölfe gleich 3-mal über ihren Elektrozaun gesprungen und haben 2 Schafe und 3 Lämmer gerissen. Um ihre Tiere zu schützen, bringen Heidi und Harald die Herde noch vor Ende der Saison zurück in den Stall. Hup. 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 Na komm. Dennoch geht für Heidi die Saison positiv zu Ende. Schon eine Woche hat sie allein die Schafherde gehütet. Jeden Tag 7 Stunden lang. Es ist viel leichter. Ja. Und letztes Mal hätte ich vielleicht auch noch die Stöcke gebraucht. Aber inzwischen, auch mit dem Stab, ist es ganz gut. Ist sogar viel besser geworden. Auch wenn harte Jahre hinter Heidi liegen, es gibt innere Veränderungen, die sie freuen. Auf jeden Fall habe ich viel Selbstbewusstsein bekommen, ja. Ich habe gelernt, loszulassen und anzunehmen und nicht so viel Energie mehr zu verschwenden. Wieder zur inneren Ruhe und zu meiner inneren Zufriedenheit zu kommen. Das ist mir ganz wichtig jetzt geworden. Und danach habe ich mich lang gesehnt. Ja, wunderbar zu spüren. Man ist halt auf dem Weg. Und es wird immer besser.